Teres Gorza engagiert sich seit langem schon für die Gleichberechtigung von den Geschlechtern. Und hat gesagt, dass, obwohl es in den letzten Jahren vereinzelt Fortschritte gesehen, noch immer viel zu machen bleibt. Weil das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist noch immer nicht Realität. Im europäischen Plan sind die Paie von den Frauen 17% mehr niedrig wie die von den Männern. Und das heißt, zuletzt als dieselben Tore in anderen Ländern als noch mehr hoch, das sind bei bis zu 20%. Also ich meine schon den Rang von dem Finanziellen hier, und das ist für mich auch die wichtigste Sache, weil das auch die Unabhängigkeit, die in der Not als Frau für können eigenständig zu leben, ist das eine ganz wichtige Sache. Wir wissen, dass die Leute, die am meisten von Armut und Armutsrisiko allein das sind, Familien monoparental. Monoparental sind zu 95% Frauen. Aber wenn da auch Kürzungen kommen, zum Beispiel wie die bei der Allocation familiale, beim Kindergeld und so weiter, das sind die hauptsächlich betroffen sind, und die Etüden, die dadurch belehren. Es sind ganz tags Frauen, die besonders unter den drastischen Spurmaßnahmen leiden. Zum Beispiel von Griechenland, die extrem Schwerpolitik, die da von der Troika produziert wird, da ist so, dass das Gesundheitssystem quasi zusammengebracht ist. Maternität nicht mehr. Das heißt, dass eine Frau, die konkret ja so gut, und die muss 100 Kilometer für die nächste Maternität fahren, das kann er daheim. Wenn eine Komplikation ist, da geht für das Kind, geht für das Leben vom Kind, auch für das Leben von der Mama. So weit kommen wir. Und die Krise hat auch noch ganz andere Konsequenzen für die Frauen. Die Krise bedenkt, zurückkommen von ganz extrem Krisen. Und die sind die natürlich, die gegen die Frauenrechte, gegen sonst gesellschaftliche Rechte, die eigentlich aktiv wären, die da dagegen kämpfen. Und das ist ganz klar ein spannender Fall. Teres Gorza ist spezialisiert auf Fragen von der Sozialversicherung und hat gesagt, die aktuelle Entwicklung ganz kritisch, an Europa, aber auch zu Lützeburg. Und das Sozialsystem ist in den letzten Jahrhunderten auch ausgebaut worden, sodass man so, was Krankenkasse belangt, quasi die ganze Bevölkerung aufgedeckt ist. Mehr, wenn ihr aber die letzten Jahre guckt, da seht ihr auch, dass du eine Regression kennt. Schon ein Beispiel, und da sind wir aus meiner beruflichen Praxis ganz genau kennen, das ist die von der freiwilligen Versicherung, wo Leute eben, die ihr Arbeit verlieren, wenn die nicht einen gewissen Zahl von Menschen geschafft haben. Aber wenn sie nicht innerhalb von einer gewissen Frist die den Mund machen, dann haben die eine Karenzzeit von 3 Monaten. Aber wenn sie wirklich krank sind, dann hängen sie die 3 Monate ziemlich an der Luft. Und die Sachen, das trifft natürlich lauter Leute, die wirklich an prekären Arbeitsverhältnissen erschaffen. Das ist genau die das trifft, und das fand ich wirklich eine Katastrophe. Gerade die gut funktionierenden öffentlichen Pensionssysteme gehen europaweit auf Frage gestellt. Mit das Dossier, die damals dann das lanciert wird mit den sogenannten 3 Pilieren vom Rentensystem, den Pilier, den normalen öffentlichen, den zweiten Pilier Betriebsrenten, dritten ist Privatversicherung. Das alles können eigentlich durch hier, dass an den Vereinigten Staaten, wo eigentlich hauptsächlich Privatversicherungen gibt, dass du immer Versicherungen müssen Renten ausbezahlen, und das natürlich dafür müssen neue Marché sichern und noch neue Leute finden, die abbezahlen, sonst können sie für die Renten, die auffallen, zu bezahlen. Und das ist ein ganz Kampagnengewicht, die Jahre gedauert hat, und die final mal auch zuletzt in Europa Frucht. Passt da mit der Vorstellung von den Rechten der Frau wie die von der Auftreibung.